Jetzt geht es Küscheln durch die Klasse. Niemand findet es richtig, anstatt 50 dreckige Steine mitzunehmen. Klar. Da kann man ja verstehen, dass sich ein Lehrer darüber aufregt. Aber das war jetzt wieder gemein. Das geht nicht. Philipp und Mascha gehören zusammen. Man kann die beiden nicht einfach trennen. Oh doch, und wie man das kann. Die stiften sich gegenseitig nur an. Und wenn man nichts tut, dann treiben sie es immer noch toller. Der Philipp muss weg. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass der Herr Schnebeli ihn in eine andere Klasse versetzt. Da steht Mascha auf. Sie sieht jetzt gar nicht mehr müde aus. Mit dem Finger zeigt sie zuerst auf die Mimi Mondlieb und dann zur Tilly hoch. Wasser soll sein, wo kein Wasser war. Wasser durchtränke dir Haut und Haar. Und macht dich das Wasser dann nasser und nasser, erhebe die Stimme, die deine ist. Und schrei, wie du musst, und zeig, wer du bist. Im nächsten Moment ist das passiert, was die Kinder aus der 3B ihr ganzes Leben lang nicht mehr werden vergessen. Und obwohl sie es mit eigenen Augen haben gesehen, sind sie nicht sicher, ob es wirklich und wahrhaftig passiert ist. Ein paar haben es dann später daheim beim Mittag erzählt. Die meisten aber haben es für sich behalten, weil es die Eltern gleich nicht geglaubt hätten. Aus der Tilly fängt es plötzlich an zu regnen. Besser gesagt, ein Wasserfall stürzt durch Tilly aus, und zwar genau über der Frau Mondlieb. Er prasselt ihr auf den Kopf, auf ihre Schultern, läuft an ihre Ache bis in die Stöckeli-Schuhe rein. Und da fängt sie an zu schreien, laut und verzweifelt. Oh nein, und nein, nein, nein. Und noch während sie schreit, verändert und verwandelt sie sich. Langsam, ganz langsam wird aus ihr das, was sie wirklich ist. Die Katze von der Eulalia Seidenbast, die nichts so sehr fürchtet und hasst wie Wasser. Der Wasserfall hat sie gefangen und erst, als es langsam nur noch oben tröpfelt, kann sie sich bewegen. Springt zuerst in die Luft und schiesst dann wie ein Pfeil tropfnass zum offenen Fenster aus. Die ganze Klasse kreischt und tobt vor Staunen, Schreck und Angst. Nur die Mascha und der Philipp hocken in diesem Tohuwabohu still nebeneinander, haben sich an den Hängen und lächeln sich glücklich an. Plötzlich fliegt die Türen auf und der Herr Schnebeli steht im Zimmer. Ruhe! Sind ihr wahnsinnig? Was ist da los? Wo kommt das Wasser her? Mein Gott nochmal, wo ist Frau Mondlieb? Sie ist gerade aus dem Fenster gekumpelt.